Wie gut ist es, Freunde zu haben. Mit guten Freunden kann man ganz viel Abenteuer erleben und Spass haben. Freunde können aber auch einander ermutigen und helfen, wenn es mal jemandem nicht so gut geht. Auch Jesus hat Freunde gehabt. Er hat gerade mit ihnen das Passafest gefeiert. Weisst du, was das Passafest ist? Die jüdischen Familien feiern das Fest heute noch. Sie erinnern sich daran, dass Gott ihrem Volk vor langer Zeit hat geholfen hat, aus Ägypten rauszukommen. Jesus hat das Fest mit seinen engsten Freunden gefeiert. Sie haben es lustig zusammen. Sie haben am Tisch gehockt und haben die feinen Sachen zum Essen und zum Trinken richtig genossen. Prost, Freunde! Gesundheit! Wir wollen nie vergessen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass es uns so gut geht und wir dürfen frei sein. Prost, Johannes! Ja, komm, auf das stossen wir an. Es ist jedes Jahr wieder ein super Grund zum Feiern. Obwohl es schon so lange her ist, seit Gott unsere Vorfahren aus Ägypten befreit hat. Wir können immer noch so dankbar sein. Ja, ich habe mich ja ganz besonders auf das Fest gefreut. Aber für mich ist das heute das letzte Fest hier mit euch. Was? Wie bitte? Jesus hat gewusst, dass für ihn schon gleich Zeit ist, da zum Sterben. Er hat gewusst, dass er sein Leben wird geben, damit nachher alle, die ihn lieben und ihm vertrauen, für immer und ewig in Gemeinschaft mit Gott sein können. Aber die Jünger haben nicht gewusst, was Gott für einen wunderbaren Plan mit Jesus hat. Jesus, wie meinst du das? Gehst du weg von hier? Nein, Jesus, gell? Nein, das stimmt doch nicht, oder? Aber vergesst nie, dass ich euch immer liebe. Dass ich mit euch bin und dass ich immer für euch sorge. Und mit diesen Worten hat Jesus Brot genommen, hat es verbrochen und mit seinen Jüngern geteilt. Er hat Wein eingeschenkt und den Jüngern zum Trinken gegeben. Jesus, ich komme nicht nachher. Du bist nicht mehr lange da, aber du bleibst gleich irgendwie für immer. Ihr werdet das dann schon noch verstehen. Hier am Tisch hockt jemand, der mich an die Römer wird verraten, damit sie mich festnehmen können. Die sind zwar meine besten Freunde, aber ihr werdet alle von mir wegsäckeln. Was? Nein, Jesus, sicher nicht. Wir halten immer zu dir, egal was passiert. So sind die Freunde am Tisch gehockt. Auch wir dürfen uns immer noch an die Worte erinnern, die Jesus seinen Jüngern beim letzten gemeinsamen Znacht hat gesagt. Wenn wir an Jesus denken, ein Stückchen Brot und einen Schluck Wein oder Traubensaft nehmen, dann ist das Abendmahl. Wir erinnern uns bewusst an das, was Jesus vor langer Zeit für seine Freunde und auch für dich und für mich gemacht hat. Jesus ist immer noch bei uns, auch wenn wir ihn nicht sehen und nicht hören können.